Herzlich willkommen zurück bei Retro Silosi Let's Plays Diablo 3 ab der Nintendo Switch gespielt und damit ich möglichst schnell kann durchrennen, halt auf Schwierigkeitsgrad, wo das Spiel nie jemand würde durchspielen. Und dafür komme ich auf Hübsch. Nun, zeigt ihm, wozu ihr fähig seid. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Für genau so etwas habe ich. Okay, ich nicht. Ich habe noch etwas aufgenommen, wo wir müssen identifizieren und dann nimmt mich jetzt gewundert, dann machen wir das. Und dann habe ich auch wieder mal etwas gesagt. Das Knacker, na gut. So gut ist der auch nicht. Da auch nicht. So, können wir weiter mit dem Stuhl. Meine Hiebe vernichten euch. Und irgendwo unter die Tür laufen. Eine längere Passage hält und ein paar größere Gegner. Und klar, hier laufen können wir nicht. Moment, Noch nicht bereit. der hinter sind sie einsetzen. Ich brauche mehr Zeit. So, dann kommt da jetzt das Ende vom dritten Akt, oder? Meine ich das nur? Herz der Sünde. Ist schon so etwas 7. Närrischer Nephalem, wenn der Seelenstein in meinem Fleisch eingebettet ist, dann werden die 7 in mir vereinigt sein. Ich werde die Summe aller Höllen sein. Das oberste Übel. Schön für die. Ja, glaube ich, da noch nicht so ganz. So hauen wir ein bisschen auf die. Nephalem. Meine Diener werden sich an Genug. Die dunkle, arroganter Nephalem. Meine Diener werden sich an deinem Stolz laben, wenn sie dein Fleisch verschlingen. Lauf! Das geht noch nicht. Das wird dich vormieten. Genug! Die dunkle, arroganter Nephalem. Mit dem stolzen Ja, Laben, sagen wir mal etwas wenn Neues. sie dein Fleisch verschlingen.
bereit. Und zum Glück sind wir die Inventar noch leer. Wir haben es geschafft. Schnell, Lea. Fang Asrodans Essenz im Seelenstein ein. Wenn die überhaupt noch Kraft hat. Wagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Okay. Ich muss da mal schnell eine Pause machen, weil mein Aufnahmegerät zeigt mir gerade, dass irgendetwas nicht passt. Also, vielleicht sehen wir uns dann gleich wieder. So, dann wären wir wieder zurück und ich weiß auch nicht wieso, dass sie die Meldung bekommen hat. Die Aufnahme da ist gut ausgesehen. Ich sehe es dann beim Zusammenschneiden. Aber ja, es soll einfach gut ausgesehen haben. Ich habe jetzt mal angeschissen, wenn es nicht gut ausgesehen hätte, dann hätte ich einfach ein Problem gehabt. Hier muss ich Retro, muss normal Retro laufen in dem Fall. Wieder. Machen wir doch da. Aber das ist relativ weit, wo wir mit Retro laufen, bis zum letzten Speicherpunkt. Oder Warp-Portal oder wie man dem auch immer will sagen. Aber den haben wir ja. Nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, haben wir es fast geschafft. Asmodan wird durch unsere Hand sterben. Ja, da sehen wir den noch. Ich habe das Gefühl, irgendetwas wartet noch auf uns, irgendeine Wendung wird das Spiel noch nehmen. Und das sehen wir jetzt in Gard. Mit dem Leutnant könnten wir reden. Da müssten wir auch. Bei den Höllen. Aber die hätten uns einmal noch mal etwas zu erzählen. Also, dann muss uns doch die mal noch anlassen. Habt ihr mit Hilfe der herausgerissenen Seite inzwischen herausfinden können, wo sich eure Folianten befinden? Nein, ich habe etwas sehr viel Beunruhigenderes herausgefunden. Den Rändern nachzuschließen, ist dies in der Tat eine Seite aus den Folianten. Aber sie enthält keine Prophezeiung. Es scheint sich eher um eine Reihe von Instruktionen für die Herstellung von magischen Waffen zu handeln. Aber das ist noch nicht mal das Seltsamste daran. Ich habe diese Rune hier schon einmal gesehen. Auf den Armschienen von Tyraels Rüstung. Ich sehe keinen Grund, um die Wahrheit herumzuschleichen. Gehen wir zu ihm und fragen. Weiß euer Bruder, dass ihr seine Frau geliebt habt? Nein. Sie hat sich nicht die Zeit genommen, es ihm zu erzählen, bevor sie mit ihm zum Altar marschierte. Und ihre Kinder würden nun verhungern, wenn ich ihnen nicht ständig Gold schicken würde. Aber ihr Vater ist euretwegen im Gefängnis. Irgendwann wird er schon wieder freikommen. Sich die Gnade der Handelsgilde von Königshafen zu erkaufen, ist kein billiges Unterfangen. Und solltet ihr nicht eigentlich eher auf meiner Seite sein? Nein, nicht unbedingt. Und dann können wir doch mal noch wechseln, weil Sie werden Reis ausnehmen, wenn sie uns sie sehen. hätte sich auch noch etwas erzählen in dem Fall. Ich erinnere mich daran, wie ich vor dem Propheten stand.
Mein Leben hing an einem seidenen Faden, doch er hat mich und meine Schwestern geheilt. Der Prophet war ein Priester? Nein, nicht so richtig. Ich kenne seine wahre Natur nicht. Ich weiß nur, dass er über große Macht verfügte. Er lobte uns dafür, dass wir die Dämonen getötet hatten. Er war sehr freundlich. Als wir uns wieder erholt hatten, bot er an, uns weiter auszubilden. Ihr habt eingewilligt. Ja, ich schulde ihm mein Leben. Es würde ihm Freude bereiten zu wissen, dass zu töten. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Okay, hätten wir das abgeschlossen. Und dann hätten wir ja die anderen Begleiter, die stillen Begleiter, die wir eigentlich fast nie brauchen. Wie fühlt ihr euch? Seid ihr nervös? Ich fürchte Asmodan nicht. Ich habe seine Armee vernichtet und er wird das gleiche Schicksal erleiden. Ich spüre ein Gefühl der Ruhe. Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Seid unbesorgt. Die Dinge, die ich hergestellt habe, werden euch nicht enttäuschen. Okay. Oh, das hat ganz viel zu sagen. Diese Soldaten sehen gerade mal alt genug aus, um ohne Aufsicht ihrer Mütter rumzulaufen. Sie sind nicht vorbereitet auf das Böse, das darauf aus ist, diese Festung zu verschlingen. Sie sind Krieger. Sie werden kämpfen, weil das ihre Pflicht ist. Nun, sie haben Glück, dass sie euch haben, um sie zu beschützen. Ich kann nicht allein eine ganze Festung verteidigen. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Meine Visionen sind gefüllt mit Dämonen, die durch eure Hände einen gewaltsamen Tod... Sagen wir einfach, dass da eine ganze Menge Blut ist. Ich sehe, wie sich eine tiefe Finsternis um uns sammelt. Die Kräfte der Hölle werden Lea schon bald überwältigen. Wird der Seelenstein zersplittern? Werden die Dämonenfürsten ausbrechen? Nein, ihr helft Lea, die Energie im Stein zu halten. Aber sie wird einen hohen Preis dafür zahlen. Ihr solltet daran denken, etwas mehr Zeit für euch selbst zu nehmen, Celdo. Die Welt könnt ihr auch morgen retten. Bleibt heute Nacht. Um die Verpflegung kümmere ich mich. Wir werden tanzen. Es gibt Feinde, die bekämpft werden müssen und Schlachten, die gewonnen werden müssen. Mehr gibt es nicht. Ich wusste, dass ihr das sagen würdet. Ich wusste es wirklich. Der schwarze Seelenstein? 6 große Übel gefangen in einem Behältnis? Das kommt mir wie eine schlechte Idee vor. Schon bald wird Asmodan fallen. Dann werden wir den Stein und das Böse, das er enthält, für immer zerstören. Es ist ein Wunder, dass Lea nicht von den dunklen Energien in seinem Inneren verderbt wurde. Findet ihr nicht? Vor 10 Tagen hatte ich eine äußerst starke Vision einer dunklen Zukunft. Euch werden schreckliche Dinge zustoßen, bevor all dies zu Ende ist. Doch ihr werdet bestehen. Erzählt mir davon. Ich würde euch niemals mit Wissen über Geschehnisse belasten, die ihr nicht ändern könnt. Ihr müsst glücklich sein und die Zeit genießen, solange ihr könnt. Ja, ein guter Spruch. Der gilt auch sonst im Leben. Martha, dieser Dämonenfürst ist tot. Zeit, sich anderen Dingen zuzuwenden. Oh je, das ist aber ein strenger Gesichtsausdruck. Ihr könnt genauso gut sagen, was ihr denkt. Der Gott Vulkatos wandelte unter meinem Volk und verteidigte den heiligen Berg vor unseren Feinden. Wenn ihr ein Gott seid, so solltet ihr seinem Beispiel folgen. Wer sagt, dass ich das nicht tue? Ich jage nach einem Juwel, das die Welt verschlingen würde, wenn es könnte. Das würdet ihr wohl auch. Ich habe gesehen, wie ihr euch wie ein Berserker auf einen Rostbraten gestürzt habt. Ich dachte, jemand würde mich auffordern, ihn zu teilen. Ihr habt gesagt, dass dieses Juwel die Welt verschlingen will. Was für ein Juwel ist das? Oh, ihr wollt also nur von meinem am besten gehüteten Geheimnis erfahren. Nun gut, wenn man selbst euch nicht vertrauen kann, so ist die Welt wirklich in Gefahr. Das Juwel enthält eine mächtige Kreatur namens Dirgest. Er ist darin gefangen worden wegen schrecklicher Verbrechen gegen sein Volk. Ich habe noch nie von diesem Dirgest gehört. Wann ist das passiert?
Lange bevor man anfing, die Jahre zu zählen. Nun ist in dem Juwel eine Schwachstelle aufgetreten. Durch sie kann Dirges dem Besitzer des Juwels Leben entziehen. Ich habe vor, sein Gefängnis zu versiegeln und ihn dadurch für immer darin gefangen zu halten. Okay. Hat da etwas mit dem Juwel zu tun, das wir haben? Und da ist der Diakis mal aufgesplittet worden. Die 7 Dämonenfürsten, die wir jetzt haben. Ja, irgendwie so etwas könnte man vorstellen. Aber vielleicht sind das auch einfach nur falsche Spekulationen. Und da unten ist nichts mehr. Okay. Dann haben wir ein bisschen geschwafelt, ein bisschen gekämpft. Asmodan ist tot! Verdammt, wir haben es tatsächlich geschafft. Und dann würde ich sagen, das wäre es für die Folge. Und bei der nächsten Folge dann wir mal mit dem Leutnant reden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und man hört sich.